Saubere Energie soll die Welt retten. Egal ob Nachrichten, Werbung oder das WEF mit der Agenda 2030. Beim Thema Energie hört man früher oder später fast immer die gleichen Schlagwörter. Sauber und nachhaltig. Ich habe mich aber gefragt, wie sauber ist denn eigentlich saubere Energie? Für dieses Video bin ich der Frage nachgegangen, was bedeutet eigentlich sauber und was bedeutet es komischerweise nicht? Wie sauber ist denn Solar, Wind, Wasser, Atomkraft und der ganze Rest wirklich? Gibt es die perfekte Energieform eigentlich überhaupt? Und zum Schluss noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen, das Mal aus Hilterfingen. Ihr seht es direkt am schönen Thunersee. Wenn immer ich über Energie lese, dann fällt früher oder später fast garantiert ein Wort, das sofort gut tönt. Sauber. Aber hat das mal jemand sauber definiert, was das genau heisst? Das wollte ich als erstes wissen. Als ich gestern mit dem Dreigänger eine Strassenputzmaschine bei hinten nachgetrötschelt, hat es hinten drauf einen grossen Kleber gehabt. Fährt mit sauberer Energie. Sauber, habe ich gedacht. Das tönt nach keine Nebenwirkungen, kein Dreck, kein Problem. Ich bin noch gleich einmal darauf gekommen, dass die mit sauber wahrscheinlich meinen, kein oder fast kein CO2-Ausstoss. Und in diesem Zusammenhang sind wir ja gerade bei den nächsten magischen Ausdrücken. Klimaneutral und nachhaltig. Ich habe den Eindruck, dass es, einfach gesagt, so verstanden wird. Sauber ist, was kein oder nur wenig CO2 beim Betrieb ausstößt. Und das gilt dann als klimaneutral. Aber so einfach sei es dann eben meistens nicht. Nur weil beim Betrieb wenig CO2 anfällt, heisst das noch lange nicht, dass das für die Herstellung und die Entsorgung gilt. Egal von welcher Energieart wir reden. Ob Strom, Erdgas, synthetischer Treibstoff oder Wasserstoff. Hier ein Einschieber. Damit das Ganze, der Rahmen von einem Vogonten-Video nicht völlig sprengt, beschränke ich mich in diesem Beitrag auf Strom. Die anderen erwähnten Energiearten können wir uns ja dann noch ein anderes Mal anschauen, falls euch das ähnlich interessiert wie mich. Aber was ich jetzt schon sagen kann, das Prinzip, das wir jetzt zusammen herausfinden werden, gilt für alle genau gleich. Item. Bleiben wir also beim Strom. Für das Strom aus der Steckdose kommt, braucht es eine Sache. Zum Beispiel müssen zuerst mal Rohstoffe abbauen, verwertet, transportiert und zu ganzen Stromerzeugungsanlagen aufgebaut werden. Dann braucht es noch ein ganzes Netzwerk und am Schluss kommt dann irgendwo Strom aus einer Steckdose. Aber dann müssen diese Anlagen und die ganze Infrastruktur laufend gewartet und am Ende der Lebensdauer dann alles auch wieder abbauen und alle Materialien entsorgt werden. Wenn man es so anschaut, wird einem schnell klar, sauber ist wahrscheinlich kein so eindeutiger Begriff, wie uns das gerne verkauft wird. Darum habe ich mich gefragt, gibt es echt greifbarere Kriterien, die man anwenden könnte, um abzuschätzen, wie sauber die verschiedenen Energieformen effektiv sind. Und bei meiner Recherche bin ich immer wieder auf ähnliche Kriterien gestossen. Zum Beispiel, wie viel wird produziert und wie verlässlich ist das? Wie stark belasten die benötigten Anlagen die Natur und die Landschaft? Was passiert bei der Herstellung von diesen Anlagen und auch bei der Entsorgung? Und wie abhängig ist man vom Ausland? Und mit diesen Fragen im Kopf habe ich mir die grosse Aufgabe gemacht, die gängigsten, sauberen Stromquellen ein bisschen genauer anzuschauen. Als erstes habe ich mir die Solarenergie angeschaut. Auf den ersten Blick wirkt Solarenergie ziemlich überzeugend. Solaranlagen produzieren im Betrieb keinen direkten CO2-Ausstoss, falls einem das wichtig ist. Sie können zum Beispiel auf bestehenden Dächern installiert werden. Sie sind sichtbar und wirken wie eine einfache Lösung. Die Sonne scheint und wir machen daraus Strom. Darum gilt die Solarenergie in der offiziellen Darstellung fast automatisch als sauber.
Wenn man aber schaut, welche Einwände Kritiker anbringen, wird das Bild gleitig verschmierter. Solar liefert nur dann Strom, wenn die Sonne scheint. In der Nacht passiert da gar nichts. Und auch im Winter ist die Produktion deutlich kleiner als im Sommer. Das heisst, wenn der Bedarf hoch ist, also im Winter, gibt es weniger Strom. Solarstrom kann zwar in Batterien gespeichert werden, um Strom vom Tag in die Nacht zu verschieben. Für längere Zeiträume, wie mehrere Tage oder etwa gar um den ganzen Winter zu überbrücken, sind Batterien nach heutigem Stand aber nicht die passende Lösung. Für Kritiker ist darum klar, Solar allein reicht nicht, wenn der Strom jederzeit verfügbar sein muss. Auch beim Platzbedarf lohnt sich ein genauerer Blick. Auf dem eigenen Hausdach wirkt Solar relativ unauffällig. Ganz anders sieht es aus bei grossen Freiflächenanlagen. Die brauchen entsprechend Platz und je nach Standort haben die einen grossen Impact auf das Landschaftsbild und auf die Nutzung dieser Fläche. Bevor ein Solarpanel überhaupt Strom produziert, muss es zuerst hergestellt werden. Dafür braucht es verschiedene Rohstoffe, wie zum Beispiel Silizium, Glas, Aluminium oder Metall wie Kupfer und Silber. Und es braucht industrielle Prozesse, die entsprechend Energie benötigen. Die einzelnen Produktionsschritte sind heute vielfach über mehrere Länder verteilt. Einfach gesagt, ein Rohstoff kommt aus Land A, ein anderer aus Land B. Die Zellen selber werden im Land C produziert und die Endmontage passiert dann vielleicht nochmal in einem anderen Land. Das Ganze ist ziemlich undurchsichtig, aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ein grosser Teil dieser Wertschöpfung findet heute in China statt. Insgesamt finde ich es noch spannend, dass 60% des Stroms, der weltweit zur Herstellung von Solarpanels gebraucht wird, von Kohlekraftwerken herkommt. Auch das gehört zumindest zur Vorgeschichte von dieser sauberen Solarenergie. Und auch am Ende der Lebensdauer ist die Geschichte eben noch nicht einfach fertig. Solarmodule haben zwar viele Jahre, müssen aber irgendwann dann gleich ersetzt werden. Generell heisst es meistens, Recycling ist möglich, was zu einem gewissen Grad auch stimmt. Aber gemäss einem BBC-Bericht wird es eben scheinbar schnell dreckiger. Recycling ist technisch zwar möglich, aber aufwendig. Die Module müssen zuerst verkleinert werden. Nachher müssen Glas, Silizium, Kunststoff und teilweise auch Metall wie Silber mit verschiedenen mechanischen, elektrostatischen und chemischen Verfahren wieder getrennt werden. Genau das macht den Prozess kompliziert und bis jetzt häufig auch zu teuer. Dazu kommt Verfahren, die mehr als nur Glas und Aluminium zurückgewinnen können, stecken laut diesem Bericht in vielen Fällen noch im Forschungsstadium. Die Umsetzung im kommerziellen Betrieb fehlt häufig noch. Und das Problem könnte in den nächsten Jahren noch deutlich grösser werden. Laut der BBC und IRENA-Projektionen rechnet man bis 2030 mit rund 4 Millionen Tonnen Solarköder pro Jahr. Bis 2050 können es weltweit über 200 Millionen Tonnen werden. Zum Vergleich, jedes Jahr werden heute rund 400 Millionen Tonnen Plastik produziert. Und wie sieht es mit der Abhängigkeit vom Ausland aus? Positiv überrascht hat mich, dass es in der Schweiz Firmen gibt, die in diesem Bereich Know-how aufgebaut haben und Solartechnik auch selber entwickeln oder herstellen. Aber Photovoltaik ist heute trotzdem noch kein rein schweizerisches Produkt. Dafür kommen zu viele Teile und Arbeitsschritte aus dem Ausland. Zusammengefasst, Solar wirkt sauber, solange man vor allem auf den Betrieb schaut. Wenn man den Platzbedarf, die Herstellung, der Lieferweg, bis so ein Panel fertig am Standort ist und vor allem auch die Entsorgung ein bisschen genauer anschaut, wird das Bild leider trüber. Darum drängt sich die nächste Frage auf. Ist das etwa bei Windenergie ähnlich? Oder funktioniert es dort besser? Auch Windenergie wird häufig als saubere Lösung dargestellt.
Bei der Stromerzeugung selber entsteht am Windrad kein direkter CO2-Ausstoß. Und sie haben offensichtliche Vorteile gegenüber Solar. Es kann in der Nacht kutten und zum Teil im Winter sogar noch stärker als im Sommer. Gerade wegen dem wird Windenergie häufig als ideale Ergänzung zu Solar beschrieben. Auf den ersten Blick macht das auch Sinn. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellt sich wieder die gleiche Frage wie bei der Solarenergie. Wie konstant liefert Wind denn eigentlich Strom? Weil auch Wind ist nicht gleichmässig verfügbar. Es gibt Tage mit viel Wind und es gibt Tage mit sehr wenig oder gar kein Wind. Gerade so sogenannte Dunkelflauten, also wenig Wind und wenig Sonne gleichzeitig, werden von Kritikern immer wieder als Problem identifiziert. Also, auch Wind liefert keinen durchgehend gleichmässigen Strom. Und genau wie bei Solar wird auch hier deutlich, für das jederzeit genug Strom da ist, braucht es noch andere Stromquellen. Was das sein könnte, schauen wir im nächsten Kapitel an. Aber bleiben wir noch kurz bei der Windenergie. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Standort. In klassischen Windregionen wie an der Küste oder im Norden von Europa sind die Bedingungen deutlich besser. In der Schweiz hingegen ist das Windpotenzial im Durchschnitt kleiner. Das bedeutet, viele Anlagen laufen hier mit einer tieferen Auslastung. Der nächste Kritikpunkt ist sofort sichtbar: die Auswirkungen auf die Landschaft. Windräder sind riesig und meistens stehen sie an exponierten Orten, auf Hügelzügen, Alpenpässen oder in offener Landschaft. Für die einen ist das ein Symbol für Fortschritt. Für andere ist es ein massiver Eingriff ins Landschaftsbild. Entschuldigung, ist ja gleich noch ein bisschen frisch. Dazu kommt noch etwas anderes. In einem mehr zugespielten Dokument steht, dass es für ein durchschnittliches Windrädchen rund 1'500 Kubikmeter Beton, 300 Tonnen Stahl, 4,7 Tonnen Kupfer, 3 Tonnen Aluminium und 2 Tonnen seltene Erde braucht. Ebenfalls in der Kritik steht der Abrieb an den Rotorenblättern. Dabei ist von Mikropartikeln die Rede, die sich über die Jahre im näheren Umkreis ablagern könnten. Eine norwegische Studie redet sogar von mehreren Dutzend Kilogramm Materialabrieb pro Turbine und Jahr. Dazu kommen Auswirkungen auf Tiere und Menschen. Bei Tieren wird häufig über Vögel und Fledermäuse geredet. Internationale Studien zeigen, dass Windräder je nach Standort zu messbaren Verlusten führen können. In den USA ist bei Vögeln von grob 140'000 bis 328'000 Todesfällen pro Jahr die Rede. Bei Fledermäusen liegen die Schätzungen für Nordamerika sogar bei über 450'000 pro Jahr. Wenn man fair bleiben will, sollte man aber auch erwähnen, dass andere Einflüsse, wie zum Beispiel Katzen oder ganz einfach Gebäude, deutlich höhere Zahlen verursachen. Bei den Auswirkungen auf den Menschen ist die Studienlage am klarsten beim Thema Lärm. Viele Menschen fühlen sich durch das ständige Surren der Rotoren deutlich gestört. Die WHO empfiehlt bei Windturbinenlärm darum, unter 45 Dezibel zu bleiben. Zusätzlich wird auch über andere Belastungen geredet, zum Beispiel über einen Schattenwurf, der flackert. Oder wegen dem Gefühl, dass das alles nicht mehr weggeht. Beim Schlaf ist die Faktenlage weniger eindeutig. Ein paar Studien finden einen Zusammenhang, andere nicht. Aber genau wegen dem bleibt das Thema bei Anwohnern so umstritten. Und dann ist da noch die beschränkte Lebensdauer und der Rückbau. Windräder haben nicht unbegrenzt. Nach rund 20 bis 25 Jahren müssen viele Anlagen ersetzt oder abgebaut werden. Da stellt sich auch die Frage, was mit den Materialien passiert.
Ein Teil lässt sich gut recyceln, zum Beispiel Stahl oder Beton. Aber vor allem die Rotorenblätter bleiben ein Problem. Sie bestehen aus mehreren fest verbundenen Materialien wie Glasfaser, Carbonfaser und Kunstharz. Darum gibt es häufig kein sauberes Recycling wie bei Stahl oder Aluminium. Viel wird verstückelt und dann verbrannt oder nur noch minderwertig weiterverwendet, zum Beispiel beim Strassenbau. Und die nächste Frage ist dann, wer zahlt für den Abbau? Offiziell die Betreiber. Kritiker sagen aber, dass zum Teil die hinterlegten Sicherheiten für den Rückbau eventuell zu tief angesetzt sind. Wenn das stimmt und ein Betreiber pleite geht, könnte am Schluss ein Teil der Kosten bei der Öffentlichkeit bleiben hängen. Zusammengefasst kann man sagen, es bleibt ein ähnliches Bild wie bei der Solarenergie. Windenergie wirkt super, solange man vor allem auf den Betrieb guckt. Wenn man aber berücksichtigt, wenn der Strom tatsächlich verfügbar ist, wie stark in Landschaft und Natur eingegriffen wird, welche Auswirkungen auf Tiere und Menschen entstehen, was für Umweltbelastungen durch den Abbau entstehen, dann wird das Bild deutlich weniger eindeutig. Als nächstes hat mich interessiert, ob echt die gute, alte Wasserkraft unproblematischer ist. Was denkt ihr? Wasserkraft hat in der Schweiz einen guten Ruf. Sie gilt als zuverlässig, bewährt und heimisch. Und tatsächlich hat sie einen entscheidenden Vorteil. Der erzeugte Strom lässt sich besser planen. Ein Teil der Wasserkraft kann gespeichert werden, vor allem im Stausee. Dort wird Wasser gesammelt und bei Bedarf genutzt. Andere Anlagen nutzen das fliessende Wasser von Flüssen und produzieren dadurch relativ gleichmäßig Strom. Das heisst, im Gegensatz zu Solar und Wind liefert die Wasserkraft deutlich gleichmäßiger und besser planbaren Strom. Auf den ersten Blick wirkt es fast wie die ideale Lösung, oder? Aber auch hier lohnt sich ein genauerer Blick. Wenn man Kritikpunkte suchen will, dann findet man das bei Wasserkraft vor allem durch die relativ grossen Eingriffe in die Natur. Flüsse werden gestaut, Täler werden geflutet und der natürliche Verlauf von Gewässern wird verändert. Das hat Auswirkungen auf das ganze Ökosystem. Ein häufig genannter Punkt ist die Fischwanderung. Viele Fischarten sind darauf angewiesen, flussaufwärts und flussabwärts zu wandern. Staudämme können diesen Weg unterbrechen oder stark erschweren. Auch das sogenannte Restwasser ist ein Thema. Also die Frage, wie viel Wasser nach einem Kraftwerk überhaupt noch im natürlichen Flussbett bleibt. Ist es zu wenig, kann das die Lebensräume stark beeinträchtigen. Dazu kommt, viele der besten Standorte in der Schweiz sind schon genutzt. Das heisst, der Ausbau ist begrenzt. Neue Projekte führen häufig zu Nutzungskonflikten. Energieproduktion auf der einen Seite und Natur- und Landschaftsschutz auf der anderen. Wasserkraftwerke brauchen beim Bau viel Material, vor allem Beton und Stahl. Der IPCC hält fest, dass die indirekten CO2-Emissionen von der Wasserkraft zu einem grossen Teil mit dem Bau der Anlage zusammenhängen. Aber gerade bei der Wasserkraft sieht man, wie langlebig die Infrastruktur sein kann. Die ältesten Anlagen im Grimselgebiet sind rund 100 Jahre alt und werden laufend modernisiert. Das Flusskraftwerk Mühlenberg ist auch schon über 100 Jahre in Betrieb. Dadurch relativiert sich auch der grosse Materialeinsatz beim Bau. Gerade das ist auch ein grosser Unterschied zu Solar und Wind. Auch in Sachen Abhängigkeit vom Ausland ist Wasserkraft klar besser aufgestellt als andere Energieformen. Die Steuertechnik, Ersatzteile und diverse Spezialkomponenten müssen zwar teilweise international besorgt werden, aber die eigentliche Energiequelle, das Wasser, ist heimisch. Zusammengefasst ergibt sich ein kleines anderes Bild als bei Solar und Wind. Wasserkraft ist deutlich stabiler und besser planbar. Aber auch sie ist nicht einfach ohne Nebenwirkungen. Man täuscht sich etwa nicht, wenn man sagt,
Wasserkraft ist in der Schweiz bis jetzt ein sehr sinnvoller Teil des Strommix. Aber gerade weil viele gute Standorte schon genutzt sind, reicht Wasserkraft realistisch gesehen nicht aus, um den grossen Rest des Strombedarfs allein zu decken. Ja, Sapperlot muss man dann gleich die Atomkraft wieder in Betracht ziehen, wenn man nach einer stabilen Ergänzung zur Wasserkraft sucht. Trotz der Warnungen von Franz Hohler aus der Anti-AKW-Bewegung. Auf den ersten Blick wirkt Atomkraft fast wie die ideale Ergänzung zur Wasserkraft. Ein Atomkraftwerk läuft über eine längere Zeit fast konstant, unabhängig von Faktoren wie Sonnenstand, Windstärke oder Regenmenge. Und auch beim Flächenbedarf ist sie sehr effizient. Im Vergleich zu Solar oder Wind braucht sie deutlich weniger Platz pro erzeugte Strommenge. Dazu kommt, bei der Stromproduktion selber entsteht kein direkter CO2-Ausstoß. Und wenn man bei Atomkraft den gleichen Massstab braucht wie bei Solar oder Wind, dann müsste man sie nach dieser Logik eigentlich auch als sauber bezeichnen. Aber wie ich jetzt gelernt habe, sollte man ja eben nicht nur den CO2-Ausstoß im Betrieb bewerten, wenn man bewerten will, ob etwas sauber ist oder nicht. Und ihr habt es sicher schon vermutet, auch die Atomkraft kommt nicht ohne ihren eigenen Rucksack mit Problemen daher. Als erstes denkt man bei der Atomkraft an das Risiko, dass etwas ausser Kontrolle gerät. Schwere Unfälle passieren selten, aber wenn sie passieren, können die Folgen für Menschen und Umwelt übel sein. Das prägt die Wahrnehmung von dieser Technologie bis heute. Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass Befürworter der Meinung waren, das Risiko sei heute tiefer als früher. Weil Atomkraft sei nicht mehr ganz die gleiche Technologie wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Es gäbe scheinbar neue Reaktorenkonzepte, die als sicher gelten. Und es gäbe sogar auch Ansätze, wo bestehender Atommüll weiterverwendet werden könnte, um so die Abfallproblematik teilweise zu entschärfen. Zum Beispiel sogenannte schnelle Reaktoren oder sogenannte Small Modular Reactors. Die sind kleiner als ein herkömmliches Atomkraftwerk, werden in Fabriken vorgefertigt und dann vor Ort via Fertigmodul nur noch fertig installiert und in Betrieb genommen. Aber ich habe dann auch herausgefunden, dass die schöne neue Atomkraftwelt vielfach erst als Konzept existiert. Gemäss der Nuclear Energy Agency sind Stand 2025 erst 3 solche Small Modular Reactors im Einsatz. Einer in China, einer in Russland und einer in Japan. Gemäss der Internationalen Atomenergieagentur IAEA gäbe es zwar mehr als 80 neue Konzepte, aber nur 4 sind in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Nämlich 1 in Argentinien, 2 in China und 1 in Russland. Trotz all dieser neu versprochenen Technologie bleiben ein paar Nebenwirkungen bestehen. Ein zentraler Punkt ist der radioaktive Abfall. Die Frage bleibt, woher mit dem Material, das über sehr lange Zeit gefährlich bleibt. Dann kommt dazu, am Ende der Lebensdauer ist die Geschichte nicht einfach fertig. Ein Atomkraftwerk muss Schritt für Schritt zurückgebaut werden. Ein Teil der Materialien ist nicht oder nur schwach radioaktiv belastet, wie zum Beispiel Metall, Beton oder Kabel, und kann nach Prüfung weiterverwendet oder recycelt werden. Das radioaktiv belastete Zeug aber eben nicht. Das muss getrennt werden nach schwach, mittlerer und starker Verstrahlung. Dann wird es stabil gemacht, indem sie es entweder mit Glas zusammen verschmelzen oder in Beton eingießen. Und dann wird es in sichere Behälter verpackt und dann transport- und lagerfähig gemacht. Offiziell sollen dafür die Betreiber zahlen. In der Schweiz gibt es dafür eigene Fonds für einen Rückbau und Entsorgung. Ob aber die Rückstellungen am Ende wirklich reichen, bleibt eine offene Frage. Falls nicht, müsste dann auch der Steuerzahler einspringen. Bei der Abhängigkeit vom Ausland zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den anderen Energieformen. Uran als Brennstoff kommt nicht aus der Schweiz. Die Schweiz hat weder eigene Uranminen noch eigene Anlagen zur Anreicherung oder Brennelementfertigung.
Und auch bei der Technologie und bei den Komponenten sind sie auf das Ausland angewiesen. Zusammengefasst kann man sagen, Atomkraft liefert sehr stabil Energie und ist auch sehr flächeneffizient. Die Herausforderungen liegen beim Thema Abfall, Risiko und den Kosten von Entwicklung, Bau und dann Abbau. Jetzt, neben Solar, Wind, Wasser und Atom, gibt es noch weitere Energieformen, die häufig als sauber bezeichnet werden. Ich halte mich hier bewusst kurz, weil die verbleibenden Energieformen für die Stromversorgung der Schweiz aktuell keine oder nur eine kleine Rolle spielen. Das ist zum Beispiel noch Geothermie. Dabei wird Wärme aus dem Inneren der Erde genutzt. Geothermie hat grundsätzlich das Potenzial für grundlastfähige, also durchgehend verfügbare Energie. Die IEA beschreibt Geothermie ausdrücklich als Energiequelle, die rund um die Uhr Strom und Wärme liefern kann. In der Schweiz gibt es aber im Moment noch keine Stromproduktion aus Geothermie. Unter anderem wegen geologischen Unsicherheiten und wegen der schwierigen Erschliessung in der Tiefe. Und dann gibt es auch noch Biomasse. Also die Energie aus Holz, Abfall oder Pflanzen. Meistens wird das Material verbrannt oder zu Biogas verarbeitet, um daraus Strom und Wärme zu gewinnen. Das BFE nennt Bioenergie in der Schweiz einen wichtigen Baustein, betont aber auch, dass Biomasse eine begrenzte Ressource ist und darum gezielt eingesetzt wird. Als alleinige Grundversorgung taugt sie aber schon wegen dem begrenzten nachhaltigen Potenzial kaum. Dann gibt es noch Solarwärme. Sie nutzt die Sonne direkt für Wärme, zum Beispiel für Warmwasser. Das ist effizient, spielt aber für die Stromversorgung kaum eine Rolle. Sie ist vor allem eine Wärmetechnologie, keine Stromquelle. Das BFE schreibt selber, dass ihr Anteil am Gesamtverbrauch in der Schweiz bis jetzt relativ klein ist, auch wenn das Potenzial beträchtlich ist. Aber für die Stromgrundversorgung spielt sie keine Hauptrolle. Wenn man auch diese Energieformen jetzt noch an unserer eigentlichen Leitfrage messen will, also daran, wie sauber sie tatsächlich sind, dann zeigt sich auch hier, im Betrieb wirkt viel sauber. Und es tönt häufig auch nach Bio. Aber sobald man den ganzen Fußabdruck mitdenkt, wird es auch hier schnell komplizierter. Bei Biomasse stellt sich zum Beispiel sofort die Frage, ob als Ausgangsmaterial einfach ein Reststoff genutzt werden oder ob dafür zusätzlich Material produziert, geerntet oder extra Holz geschlagen wird. Bei der Geothermie geht es um tiefe Bohrungen und Eingriffe in den Untergrund. Dabei können Grundwasser, Druckverhältnisse im Gestein und im Extremfall auch die Stabilität des Untergrunds beeinflusst werden. Und bei Wasserstoff, auch wenn wir das Thema hier nicht näher behandelt haben, ist schnell klar, der muss zuerst mit Energie hergestellt werden, bevor man ihn überhaupt nutzen kann. Zusammengefasst darf man eventuell sagen, so wirklich einfach nur sauber und ohne Nebenwirkungen sind ja Geothermie, Biomasse und Solarwärme nicht. Gibt es denn die perfekte Energie überhaupt? Das wollte ich noch als letztes wissen. Wie wir gelernt haben, gibt es die perfekte Energie auch nicht. Also ich meine damit eine Energieform, die keinen Ballast hat. Die nächstbeste Lösung wäre also auch nach einem möglichst realistischen Energiemix zu suchen. Das heisst, das Ganze sollte am Schluss stabil Energie liefern und zur Schweiz passen. Verschiedene Analysen, die ich mir angeschaut habe, zeigen etwa ein ähnliches Bild. Generell gehen die Fachleute von zwei möglichen Wegen aus für die Schweiz. Beide Optionen haben als wichtigsten Pfeiler das, was schon heute das Rückgrat der Schweiz ausmacht: Wasserkraft. Dann gibt es den Weg ohne neue Atomkraft. Dieser Weg braucht dann zusätzlich zur Wasserkraft sehr viel mehr Photovoltaik. Dazu viel mehr Windkraft, zusätzlich ein bisschen mehr Gaskraftwerke zum Überbrücken von Engpässen im Winter und ganz klar weiterhin Stromimport aus dem Ausland zum Abfedern von Spitzenzeiten.
Der zweite Weg wäre mit neuer Atomkraft. Die zweite stabile Säule nebst Wasserkraft würde bei dieser Option wieder Atomkraft. Der Druck, überall neue Wind- und flächenintensive Solaranlagen herzustellen, wäre damit klar kleiner. Auch wenn er laut diesen Analysen nicht ganz verschwindet. Aber auch bei dieser Option bleiben Stromimport weiterhin wichtig zum Abfedern von Spitzenzeiten. Konkret heisst das, mit 2 neuen AKWs vom Typ AP 1000 braucht es rund 35% weniger neue Photovoltaikanlagen, rund 57% weniger neue Windkraftanlagen, rund 67% weniger neue Gaskraftwerke. Die Einsparungen beim Stromimport aus dem Ausland sind mit rund 23% allerdings weniger deutlich. Wie viel AKW das es bräuchte, um sozusagen ganz auf neue Windanlagen und flächenintensive Solaranlagen zu verzichten, lässt sich aus den öffentlich zugänglichen Analysen nicht sauber ableiten. Welcher von diesen 2 Wegen der besser ist oder besser zur Schweiz passt, das überlasse ich gerne jedem selber. Und damit noch, wie geht zum Schluss, meine ehrliche Meinung zum Thema. Je länger ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto misstrauischer bin ich beim Wort sauber und nachhaltig geworden. Weil das tönt nach kein Dreck, keine Nebenwirkungen, keine Schäden. Aber genau so ist Energie in der Realität eigentlich nie. Wenn man die einzelnen Anlagen nicht nur im Betrieb anschaut, sondern auch alles drumherum, dann verkehrt das schöne Etikett ziemlich schnell. Für mich ist sauber bei Energie darum nicht wirklich ein sauberer Begriff. Eher ein Werbewort. Und wenn ich das jetzt höre, dann denke ich in Zukunft auch automatisch, ja, so sauber ist das auch dann gleich nicht, wenn man genauer heranschaut. Und noch etwas. Obschon es die perfekte Energie so auch nicht gibt. Ich habe für mich die perfekte Lösung gefunden. Und die ist im Prinzip ziemlich einfach, aber ein bisschen mühsamer in der Anwendung. Nämlich sparen. Die Lösung ist auch nicht, 2 Kerne zu haben, aber dafür sind es ja 2 neue Elektroautos. Sondern den alten Göppel möglichst lang behalten und ihn möglichst wenig zu brauchen. Das ist doch die Kunst, zu verzichten. Weniger haben und weniger verbrauchen. Aber was weiss ich schon? Ich habe das ja seinerzeit nicht studiert, als ehemaliger Badmeister. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals an alle, die mich mit dieser Spende unterstützen. Nur dank euch kann ich solche Berichte wie diesen hier in einer Woche machen. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogonter.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.